Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zum Jungfrau-Zeitung Panorama. Heute aus Unterseen mit diesen Themen. Das Hochwasser hat uns auch am Wochenende beschäftigt und die Fondation Franz Weber setzt sich für Bäume ein. Was im Berner Oberland sonst noch passiert ist, haben wir noch kurz zusammengefasst. Am Sonntagnachmittag hat die Wengeren-Altbahn teilweise gesperrt müssen werden, weil ein Erdrutsch abgegangen ist. Dabei ist niemand verletzt und keine Züge sind getroffen worden. Seit heute Montag fährt die Wengeren-Altbahn wieder im normalen Betrieb. Das Sommerwetter hat eher zermatt ein stressiges Wochenende gebracht. Das warme Wetter hat vermehrt Leute in die Berge gebracht und die Fluggesellschaft hat mehrfach Alpinisten von ihren Bergtouren evakuieren. Sie mussten hauptsächlich wegen Erschöpfung und leichten Verletzungen ausrücken. Das Wochenende war das Grindelwald der 9. Eiger Ultra Trail. Die beiden Titelverteidiger Jean-Philippe Tschumi und Katrin Götz haben wieder gewonnen. Der Jean-Philippe Tschumi hat auf der E51-Strecke sogar einen neuen Streckenrekord aufgestellt. Am Freitag war die Hochwasserlage noch angespannt. Über das Wochenende hat sie sich jetzt ein bisschen beruhigt. Die Einsatzkräfte sind aber gängig noch in Alarmbereitschaft. Meine Kollegen waren unterwegs und auf Stimmenfang gegangen. Ich stehe hier mit dem Heinz Wegmüller. Er ist der Chef vom RFO Plus Thun. Wir sind vor der Lachen Sporthalle. Drinnen spielen sich relativ paradoxe Szenen ab im Moment. Herr Wegmüller, was passiert jetzt aktuell in der Sporthalle Lachen? Die wird geflutet, das heisst mit Wasser aufgefüllt. Und das ist tatsächlich im Moment wahrscheinlich für viele Leute nicht verständlich. Der Grund liegt aber darin, dass der Grundwasserspiegel jetzt so hoch ist, dass wir Schäden am Gebäude erwarten müssen. Wenn ich von Schäden rede, dann meine ich nicht den Boden, den man sieht, der ist kaputt, sondern ich gehe auf die Struktur des Gebäudes, wo es könnte der Beton durchbiegen. Und diese Schadenbilder sind natürlich um einiges grösser oder würden um einiges grösser als jetzt der bestehende und schon erkennbare Schaden. Das ist nicht willkürlich, sondern da gibt es aus den Hochwasser 1999 und 2005 Objektkarten. Man weiss von jedem städtischen Objekt, was man machen müsste. Und die Lachhalle ist natürlich im Fokus. Die steht erstens See nach und zweitens hat er schon zweimal erlebt, wie es ist, wie es ist, wenn der See kommt. Man sieht die entsprechenden Hochwassermarken drin. Und der Entscheid ist gestern Abend gefallen, dass wir jetzt fluten. Und ja, ich verstehe, dass das für viele ein Paradoxon ist. Ja, also das heisst tatsächlich, während vielerorts hier zu tun im Gwatt damit beschäftigt ist, das Wasser aus der Hütte, aus der Garage rauszutragen, pumpt ihr es hier quasi rein? So ist es. So ist es, aber das ist nicht, weil wir etwas falsch machen, sondern weil wir einfach weitergehende Schäden, die einfach ins Geld gehen, es sind ja Steuergelder, auch in diesen Häusern ist, eigentlich vermeiden. Jetzt kann die Lage ist ja in dem Sinn für die Lachenhalle nicht einzigartig. Das kann auch bei Privatliegenschaften, bei Tiefgaragen ein Thema werden im Quartier. Oder wie schätzt ihr die Lage ein? Also grundsätzlich gilt das, was ich gesagt habe, für einen Auftrieb und strukturelle Schäden in der Folge eigentlich für jedes Bauwerk. Wir haben hier auch Eisenbahnunterführungen, Strassenunterführungen, die jetzt in diesem Grundwasserpegel liegen. Die sind unter dauernder Beobachtung jetzt. Beispielsweise im Gwatt, die Bahnunterführung, die war im 1999 und 2005 auch voll. Wir haben auch im Gwatt Einstellhallen, die betroffen waren, wo entsprechende Erkenntnisse vorhanden sind. Und in der Tat, das kann eigentlich jetzt auch für private Liegenschaften zu einem Entscheid führen, hört man auf, rauszupumpen, damit es keine Folgeschäden oder gröbere Schäden an den Häusern entstehen. Die Tochter ist mir rufen, der Hühnerzaun, die Hühner gehen raus, es ist ein Loch im Zaun. Dann bin ich schauen und dann hat sie Isolator ausgeschissen. Und, als ich genauer hinschaue, ist oben im Miststock ist einfach Absatz gewesen, vielleicht gut von einem halben Meter, ja, wo es sich abgesenkt hat. Und das über eine Länge von auch 200-250 Meter, was der Boden aufgeschissen hat. Und eben je nachdem mehr oder weniger abgesenkt ist. Und ja, ich habe nachher sofort einen Mann angerufen, einen Angestellten. Wir waren in der Oberen heute etwas am Mauern. Und ja, dann schauen und dann haben wir
gleichzeitig gewusst, dass wir zusammenpacken müssen und so schnell wie möglich das Gelände verlassen. Genau, einfach geschaut, dass die Kinder absiegen und nicht noch hier sind. Einfach genau. da der Hocker auf? Ja, einfach in die oberen Hütten. Sie sind nachher sind die im Stall, eben die Kinder muss sicher auch. Der Bub hat noch geschlafen, da bin ich einfach sofort aufgenommen. Und dann haben wir rausräumen. Schön das Wichtigste zuerst. Wir haben nachher den Schwäger angerufen, den Schwester angerufen, die sind dann auch Sachen reichen. Ja. Und so haben wir einfach das Nötigste eingepackt und dazu auch ein bisschen geschaut, was passiert. Ja, für mich ist alles, was man setzen kann, einfach so das Nötigste wirklich. Ja. Und dann habe ich gesagt, wir wollen gehen, wir wollen nicht irgendein Leben riskieren. Und er ist so weiter an die Feuerwehr und die sind gekommen. Ja. Und die hatten das Zeug ein bisschen unter Kontrolle gehabt, bis etwa am Abend um 11 Uhr. Ja. Und das ist ein 80 cm war es noch klein, etwa eine Stunde später haben wir schon 80 cm gemessen, den Absatz. Und wo wir hier sind, am 10 Uhr, war es etwa 1,40 und am Morgen war es 2 Meter. Ich glaube, der Geologe hat mit der Drohne irgendwie zwischen 3 und 4 Hektaren betroffen. Ja. Landfläche. Und eben jetzt für euch ist das existenzbedrohend, wie du gesagt hast vorher. Ihr wisst nicht... Ja, du rechnest einfach nicht mit Sättigen, oder? Mhm. Du hast deine Pläne, was du alles willst. Wir haben das so ein Bauprojekt, das wir noch verwirklichen wollen. Hier oben? Auch hier und daheim. Ja. Und ich habe schon das so eins gemacht und sie gehen etwa dran. Und dann rechnest du nicht mit Sättigem und das kann dir Rücken kehren, oder? Ja. Klar hast du Versicherung, aber in solchen Fällen da hast du nie alles gedeckt, oder? Ja, da hast du gegen Schaden. Schon nur die Gegenleistung, die du dann hast, und der Schaden selber und das, was bleibt. Und wir wissen ja noch nicht, was alles ist, oder? Das ist jetzt noch nicht draussen. Wir müssen am Montag mit der Gebäudeversicherung Kontakt aufnehmen. Und dann muss man das alles abklären. Dann weiss ich nicht genau, wer das dann sieht. Ob Geologen, nehme ich an, müssen dann da sagen, ob die Hütte versetzt muss werden oder nicht. Momentan ist sie abgesprochen, oder? Einfach nicht mehr bewohnbar, Stall dürfen wir nicht mehr brauchen, sicher nächste Woche abwarten. Helvetia Nostra ist ein Teil der Fondation Franz Weber und setzt sich dafür ein, Bäume zu erhalten. Der Baumpflegespezialist Fabian Dietrich hat für Helvetia Nostra einen Zustandsbericht von Linden an Lehngasse zu Wilderswil erstellt. Seiner Meinung nach kann man mit den richtigen Massnahmen den Bau weiterführen und den Baum retten. Der Baum hat eigentlich die längste Lebenserwartung von allen Lebewesen. Die ältesten Bäume der Welt in Nordschweden, weiss man, so Fichtenbestände, sind 10'000-jährig. Der Baum selber ist ein riesiger Lebensraum für unzählige andere Lebewesen. 100 junge Bäume ersetzen einen alten Baum nicht. Und die Bäume werden eigentlich erst dann interessant, wenn sie von Anfang Höhlungen haben, Fühlnis haben, weil der Lebensraum dann immer mehr zunimmt. Und für einen Baum ist es völlig unproblematisch, weil der Baum ein Leben lang wächst und kompensiert. Das ist mal bei uns in der Straße passiert, dass ein Baum gefällt worden ist. Der ist halt nie beschnitten worden. Da sind dann mal so Äste runtergekommen. Dann hat man festgestellt, dass der Baum ausgehöhlt ist und hat ihn wegen dem ganz umgelassen. Da sind wir natürlich alle traurig gewesen. Und der Herr Dietrich sagt uns jetzt, das muss gar nicht sein. Es gibt Bäume, die 1000-jährig sind und die Krankheiten haben und nicht gefällt werden. Das ist eine der spannendsten Aussagen, die ich neu dazulernen durfte. Zudem sind Bäume ökologisch generell wichtig. Sie kühlen, sie tun bei der Photosynthese Kohlendioxid aufnehmen und als Abfallprodukt aus Sicht des Baums Sauerstoff abgeben. Eben gestalterisch wichtig, oder? Also all diese Punkte sprechen eben für Bäume, wo wichtig ist, Bäume zu erhalten. Und das zunehmende Sicherheitsdenken führt eben gerade im Wohn- und Siedlungsgebiet dazu, dass immer weniger Bäume überhaupt noch sind, oder es werden immer wieder Bäume gefällt, oder? Und aus diesem Grund ist es so enorm wichtig, dass man sich eben für die Bäume einsetzt. Wir haben vor allem mal unser Journal Franz Weber, das 4-mal rauskommt im Jahr.
Und wir informieren auch über die Website, über Social Media natürlich, wo wir auch präsent sind. Also verschiedene Kanäle, es kommt jetzt auch noch Newsletter dazu, ziemlich breit. Hier in Wilderswil, wo wir jetzt im Moment sind, wenn wir in diese Richtung schauen, dort rauf, steht die Sommerlinde. Weil sie eben Landschaftsbild, Ortsbild prägend ist, steht sie unter Schutz. Der Baum ist gestalterisch enorm wertvoll. Tut hier in diesem Zentrum, wo es schon wenig Bäume hat, gibt es Grün, eben tut kühlen, gibt Sauerstoff ab. Das Einzelne macht dann schlussendlich auch das Grosse aus. Oder? Und hier ist es ja ganz klar, es ist auch die Seele des Dorfes. Oder? Da sind Geschichten verbunden mit dem Baum. Oder? Ein erster Kuss oder weiss nicht was. Oder? Und jetzt zur Frage, kann er leben? Ja, der Baum hat es mehr wieder bewiesen. Er ist geschätzt etwa 100-jährig und hat noch eine lange Lebenserwartung, also locker noch so lange und noch viel länger leben. Also ist von dem her überhaupt kein Problem für einen Baum. Ob jetzt der Sommer kommt und ihr euch schon gleich müsst unter einen Baum an Schatten legen, das erfahrt ihr gerade im Anschluss bei den Kollegen von Meteo News mit dem Wetter. Das wär's mit den Nachrichten für heute. Wir freuen uns, euch am Morgen wieder beim Jungfrau Zeitung Panorama zu begrüßen. Merci fürs Hineinschauen und einen schönen Hinweis miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Herzlich willkommen zum Jungfrau-Zeitungswetter für das Berner Oberland. Nach dem traumhaft schönen Wochenstart, schön sind Sie mit dabei. Ja, wir haben es uns definitiv verdient, das sonnige und warme Sommerwetter. Und wir können auch in den nächsten paar Tagen noch von dem Hoch namens Dana profitieren. Das liegt mit Zentrum über Großbritannien und schenkt uns bis Ende Woche weiterhin ein paar geniale Bade- und Wandertage. Der Dienstag startet mit viel Sonne. Lokal kann es am frühen Morgen noch ein paar Hochnebelfelder umeinander haben. Die wandeln sich dann bis zum Mittag hin in Quellwolken um. Temperaturen da bei 13 Grad in Interlaken, Spiez und Thun. Auf den Nachmittag hat dann weiterhin klar die Sonne sagen, begleitet von den paar wenigen harmlosen Quellwolken. Die Maximaltemperatur die liegt hier in Interlaken und Spiez bei 26 Grad. 21 Grad erwarten wir hier in Adelboden. Und wie am Anfang schon erwähnt, geht es bis und mit Freitag so sonnig und auch kontinuierlich wärmer wieder mit 25 bis zu 28 Grad. Teils hat es ein paar verzierende hohe Wolkenfelder und Quellwolken über den Bergen. Sonst hat aber ganz klar die Sonne sagen. Da können also zum Glück auch die Pegel der Bäche, Flüsse und Seen sinken. Erst auf den Samstag kann es dann im Laufe des Tages wieder zu Gewitter kommen. Der Sonntag geht dann gewitterhaft und schwülwarm weiter. Jetzt aber zuerst mal weiterhin viel Freude an dem Sommerwetter und bis bald wieder. Auf Wiedersehen.